Dankzij Verharchen nu, wer heeft mijn konselwach gebracht, uitgeschakt in Eversaat van levenswasser. Dit is een buik ten praktische wijving ten taub in de kerk schaffen. Hier is een kapitel voor vandaag. Kapitel 2. 5 soorten van onbeweegbare kerkenglieder. Dat heeft oorzaak waarom Pastor Derek verdrießlich wordt, zeg je. Hij staat wellicht toe dat hij wat Fehler maakt. Hij wenst werkelijk dat hij de kanselervaring niet overdoen kan. Hij weet dat hij hem denk gehouden worden wordt voor zoals hij roept, wer heeft mijn kanselwach gedracht? Maar dat is niet alle Derek zijn schuld. Dat wie je bloos zijn kansel. Dat wie niet een falsche leer. Dat wie wirklich bloos zijn kansel. Pastoren en andere kerkenleiders maken Fehler. Kerkenglieder maken die Volken gerade aus de zand. Weil we nu naar deze onbeweegbare kerkenglieder kijken. Er zijn vele verschiedene soorten van eenkopjeglieder, aber die meeste passen aan eine van deze 5 klassen nemen. De verleer. Ik wil daarbij mijn zin samen met een onderzoeking am wasten te helpen. Mijn opgave wie zo'n glieder wat al lang in de kerk gewaast werden, vragen te stellen. Die bewijs dat de kerk am raufkonen wie klar en beanruigend. De deelnemerschaft am Gottesdienst wie in 5 jaar van 350 bis 120 Menschen raufgegangen. De kerk ging bozig om uitstorven op touw. Eine Person, wat ik vragen te stellen had, wie eine Frau, wat in de 70 jaar weer. Zij wie al meest voor een half jahrhundert in de kerk gewaast. Ik vroeg haar wat zij geloofde, waar zou de kerk raufging. Sogar nadem, dat ik 30 jaar met kerken onderzoeken had te doen gehad, verschrok ihre antwoord mij. Onze kerk geht nicht rauf. Ik wijs haar de Bilder, wat de deelnemerschaft doorstelden. Zij geloven niet dat die reich weisen. Ik vroeg of zij gemerkt had dat am Versammlungsraum meierlei gesetten wären. Zij had nicht. Ik vroeg of zij irgendwem kent, wer die kerk verloren had. Dacht so wat nicht. Ik geef op. Verlegen. Ganz en gar verlegen. De verlegen is een van die wat am schwierigsten so wie te kriegen geht, dat Ändernissen te maken gaan, wen hij oder zij dat nicht läuft, dat irgend Ändernissen neidig sind. De kerk is goed, krijg zoals de is, en du hast kein Drief, irgend anders te doen. Verlegen is de bozigste weg om dood. De berechtigte. Dat berechtigte kerkenglied behandelt de kerk daller so als een club, als eine kerk. Zij kijken ihre Geldopfer als Tollingen an, wodurch sie gewisse Sachen en Verrechtigkeiten kennen. Zij verursachen, dat de Pastoren de Mitarbeiter sich krallen, wenn sie sagen, die weiten doch, dat wir hun Lohn tollen. Dat berechtigte Kirchenglied ist kriegt dat Gegenteil von dat biblische Glied, wat in 1. Korinther 12 beschrieben ist. Paulus beschrift dit Glied als vrijgevig, behalplich en opofferend. Hij oder zij is een Glied in Christus ihnen Körper, wodurch die ganze Kirche einen genoten haft. Andere kommen erst. Dat berechtigte Glied erwart, dat de Anbetung nur seinen Weg gedonen wordt, en dat de Stoven seine Kalieren haben, en de Temperatur am Versammlungsraum nur sein Goutdenken is. Zij erwarten dat Pastor hupst, wann sie anrufen. Wie end is je dat zo? Dat is onze Kirche. Wie sollen je dat schreien kennen wat wie willen? Dat berechtigte Glied steht immer je in Ändernis. Diese Kirchenglieder wollen nicht, dat irgendwas in die Kirche angebracht worden soll, wat Weg von Kirchdaunen ändern wird. Kirch hat mit Ehre genoten, Ehre verlangen en Ehre Gemütlichkeit zu daunen. Biblische Kirchenglieder wollen wirklich Ändernisse annehmen, Menschen für Gott zu erreichen und Gott ihr zu bringen. Berechtigte Glieder sind an die Kirchen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Daher ist Ändernis schwer und einmal nutzlos. Die Beschuldigende. Die Beschuldigende würden lieber beschuldigen als gehorsam sein. Dat is den Pastor seine Schuld. Wenn uns Pastoren beter Leider wir, würde unsere Kirche so viel besser sein. Dat is die Kultur ihre Schuld. Unsere Kultur ist so verdreht. Wir können wirklich nicht erwarten, irgendwas gut tun zu können, wenn die Welt gegen uns ist. Sogar unsere eine Oberschaft ist gegen uns. Immer muss wir bei euch abkämpfen. Dat is die neue Kirchen in der Stadt ihre Schuld. Ich kann nicht verstehen, wieso all diese neue Kirchen in unserer Oberschaft anfangen.
Wir haben all ab meist jeder Staatsblock eine Kirche. Wenn sie hier wegbleiben, würden wir alle wissen kennen. Aber sie nehmen die neuen Menschen in einige von den Glieder von Kirchen, was hier sind. Mit den neuen Kirchen soll was getan werden. Dort ist andere Glieder ihre Schuld. Dort wir vandaag eine gute Botschaft, Pastor. Ich hoffe, dort wird von den Menschen an die Kirche, wo es fehlt, die Botschaft verstanden haben. Wir haben so viele Menschen, die in dieser Kirche bloß nicht dort getan. Die beschuldigende Stunden je in Ändernis, während sie nur ihre Meinung keine Ändernis nötig haben. Die Probleme haben alle mit anderen Menschen in anderen Umständen zu tun. Und sich selbst seien sie nicht recht. Die Beschuldigenden wollen beschuldigen. Die Beschuldigenden wollen nicht ändern. Die Kritische liegnen sich mit den Beschuldigenden, während sie auch glauben, dass die Troubles an die Kirche selbst seine Schuld sind. Und bei Kritische sind noch euer, während sie das Leben uit Pastoren und Leider raussehen. Einmal sind Kritische sehr direkt. Sie wollen die gleich sagen, wo sie feilen. Sie wollen die dort am Gesicht sein oder sie wollen die dort irgendwo schreiben. Andere Kritische wagen sich dort nicht so gut. Sie gehen auf Facebook oder irgend andere soziale Medien, um sich zu beklagen. Sie verspreiten nicht bloß ihr Gift, aber sie schlafen andere durch auch nicht. Ich weiß von so vielen Pastoren, die schließlich ihre Kirchen verleiten, wegen ihnen durch soziale Medien so hart geschlagen wird. Die äußerste Kritische sind die AMSD-Kritische. AMSD ist der Akronym für einzige Menschen seien dort. Dort ist die äußerste Form von Kritisieren, während die Kritische wollen sich für das Kritisieren nicht verantworten. Das sind ängstliche Kritische, die gerne zu beschuldigen versuchen für die Troubles, wo sie von reden. Sicher, allgemein sind einzige Menschen seien dort. Die, die dort erstenfalls in ihr Müll rütteln. Da sind keine anderen Menschen. Diese soll Kritische vermischen dort Negativsinnen mit Verführung, um ihren Punkt über Deal zu bringen. Sie sind von die Ersten, die ihre Klage hören lassen worden, wann irgendetwas angefangen wird. Sie sind schwierige, hingerische und liegende Menschen, die gegen anderes stehen. Die Verwehrde sind vorken goutmeinende Kirchenglieder. Für ihn sind einzige Dinge wirklich wichtiger, als die in Wirklichkeit sind. Kirchenglieder erwarten stehen für eine neue Kanzel als ein gutes Beispiel von Verwehrde, was gegen anderes sind. Sie meinen, dass die Kanzel an sich selbst heilig ist. Die Kanzel zu ersaten bedient, das Heilige zu veranieren. Einmal sind manche verwehrde Söhne, die alle Traditionen festholen wollen, um sich sicher und möglich zu feilen. Sie können wirklich so zu holen haben, dass die Tradition lebenswichtig ist. Sie seien dort nicht, dass die Sachen an sich selbst keinen Wert oder geistliche Bedienung haben. Ich habe mit etlichen Kirchen geschafft, was Ändernis stehende Gruppen haben, ewa wo die Gottesdienst aufrannt. Wenn das Opfer nicht an die Anbetungszeit gehoben wird, bleiben einzige dort für falsche Lehrung gegeben wird. Einfach gesagt, die Verwehrde sahen die höchste Wichtigkeit auf so eine Sachen, was nicht so wichtig sind. Die glauben an eine körperliche Auferstehung als eine Lehre, was wir nicht abgeben können, aber einmal einen gewissen Sehensspruch üteloten, verursacht nicht fürs Verdammnis. Die Verwehrde mochten ihre Verwehrung aufleihen, um Ändernisse anzunehmen. Dort ist nicht einmal leicht. Sei die Welt von Gott seine Möglichkeiten. Das erste Part von dem Kapitel mocht die entmutigen oder sogar ängsten. Dort kann die sogar überzeugen, dass du nicht Ändernisse anleiten wirst. Aber da ist Hoffnung, Gott seine Hoffnung. Ich weiß, dass da Hoffnung ist, wenn ich scheinbar hoffnungslose Fälle gesehen habe, was sich zu ungeläufliche Geschichten verwandelt haben. Ich weiß, dass da Hoffnung ist, wenn ich gesehen habe, wo Kirchen auf dem Land, was am Aufnehmen wären, zu ein kraftvoller Einfluss in ihre Umgehung verwandelt worden. Ich kann die Geschichte von einer Kirche in Maryland, was mehr heilige Kirche hat, als irgendeine andere Kirche, was mir denkt. Menschen hielten nicht bloß hastig ab mit kommen, dort wie euer aus dort. Dort ging's auch drauf. Dort wie in Wirklichkeit so sagt, dass die Kirche dort nicht anwart. Stell dir eine Kirche vor, was in 10 Jahren von 400 nur 300 ging. Dort ging also mit 10 Personen im Jahr auf. Dort ist weniger als eine Person im Monat. Für die, was alle weer kämen, wird dort meist unbemerkbar. Aber dort bedient 25% aufnehmen in 10 Jahren. Diese Kirche in Maryland wird Krieg so sagt Lande.
Manche Glieder wären viel verlierer, berechtigte und kritische. In de laatste 20 jaar hadden zij Vorkenpastoren gewechselt, de meeste wollen door jaren uit. De kerk had in 7 jaar 3 pastoren durchgeschickt en dan nog 3 wat intussen door waren. Verteld wordt dat deze kerk een pastorvreder was. Geen gezonde leider würde überhaupt aan denken, aan naar de kerk te gaan. Dat kon die dienst in de grond schicken en die Familie verlassen. Aber Markus nam den erop aan naar de kerk te komen. Hij is toen 5 jaar geweest. Dat is niet leicht geweest. Hij had zijn tijden wo hij zijn ene Klugsennen en Frage stelt. Die verlieger waren de eerste wat hem entmutigten. Die berechtigte en de kritische kwamen bald heran. Hier wordt dit eine gouden, eine sehr gouden Geschichte. Für das erste Mal in Meier aus 10 Jahren fangen, da waren an Meier Menschen die Kirche zu kommen. Nie Jüngerschaft und Evangelisationsdienste fangen an, einen Unterschied zu machen. Die Kirche ernommen in der Umgebung ist nicht positiv. Sicher, die negative Menschen sind da, die Verlierer, Berechtigte und Kritische. Aber ihre Stimmen sind nun nicht so laut, als die von der Abgebrachten über die Kirche ihre Richtung. Nee, Dinge sind nicht vollkommen, aber die sind so viel besser geworden. Ein Wegweiser am Ändernissen zu leiden. Wenn du dort einmal anfängst nur zu sein, wo Markus die Kirche leidt, fangen 8 klare Muster an über die zu kommen. In vielen Hinsichten sind diese Muster ein Wegweiser, wo Ändernisse zu leiden. Nee, das ist nicht ein Programm, was immer überein schafft. Und das ist auch nicht eine hostige Lösung. Aber das ist ein biblisch gesunder und sinnmachender Weg, um Ändernisse zu leiden. Und das ist was all in viele Kirchen erfolgreich gebraucht worden ist. Ich sie besonders angeregt, diese Information mit Jünd als Leiders in jene Kirche mitzuteilen. Und wenn ich auch darauf rechne, dass es alle Pastoren und andere Kirchenleiders sein worden, die das Buch lesen, hoffe ich, dass auch noch viele andere leidende Personen das Buch lesen wollen. Ich will, dass die alle die Möglichkeiten für Ändernisse in jene Kirche sein sollen. Ich bete, dass die alle die Möglichkeiten sein wollen, wo die Dienste sich vermehren können und die Gemeinde wachsen kann. Das Wegweiser haft 8 Stufen. Wenn die auch nicht kriegt, ein hinter das andere kommen, haft der Prozess über eine Ordnung. Das ist vollkommen schwierig, nur die nächste Stufe zu gehen, weil die 4 Stufen durchgearbeitet sind. Hier ist eine einfache Übersicht von den 8 Stufen Wegweiser, um an die Kirche Ändernisse zu leiten. Nummer 1. Hol still und bet. Diese grundlegende Sache wird beim Ändernisse anführen vorken unterlassen. Nummer 2. Steh ab und mach das dringend. Die schwere Wahrheit annehmen und mit der Gemeinde mitteilen. Nummer 3. Stell eine ewige mittragende Gruppe taub. Die meisten Kirchen haben wenig adlige Glieder, die bereit sind, vorwärts zu gehen. Nummer 4. Wo eine Stimme und Vision für Hoffnung. Glieder wollen bei Leiders Hoffnung und Möglichkeiten finden. Nummer 5. Schauf mit Menschen. Die Mut mit so einem Menschen zu schaffen, die zurückholen, ein Daunt aus Kirchangestellte oder Glieder. Nummer 6. Ende von nur Binnen handgesonnen zu sein, nur noch Büten handgesonnen zu sein. Blieb dabei, die Kirche das immer weiter beizubringen, nicht so sehr nur sich selbst zu kicken. Nummer 7. Pflegt die leer hängende Frucht. Klarer Sieg ist nötig, um ständig positiv vorwärts zu kommen. Nummer 8. Bring Ändernisse näher und stärk die. Dringend sennen über die gute Nachricht haft keinmal ein. Ein Downsennen ist immer gefährlich. Nu ist die Zeit. Die schlechte Nachricht ist klar. 9 von 10 Kirchen in Amerika kommen mit der Oberschaft nicht mit. Die Kirchen nehmen entweder auf oder die wassen sacht aus ihrer Oberschaft. Die gute Nachricht ist auch klar. Da kommen immer mehr Kirchen ab. Mehr Kirchen werden frisch lebendig. Was in viele Gemeinden nur eine unmögliche Sache zu sein scheint, ist nur ein Beweis für was für Gott möglich ist. Das Neue Testament ist eine Geschichte, wo was angeht. Das ist die Geschichte von wo die gute Nachricht vorwärts kommt. Das ist die Geschichte von Hindernissen über die Zeit schaffen, indem die gute Nachricht vorwärts geht. Zu viele Gemeinden von dort sind stärken geblieben, die gehen nicht vorwärts. Der große Auftrag, was Jesus uns in Matthäus 28, Vers 18 bis 20 gibt, geht vorwärts gehen. Im Grunde genommen hat der Auftrag mit gehen zu tun. Das fordert vorwärts machen und das fordert, die Hindernisse über sie zu schaffen, was das vorwärts gehen abholen wollen.
Du kommst bald an die Welt von Gott seine Möglichkeiten an. Dit Buch hat aber nicht mehr zu tun, wo ein Fachmann seine Meinung mitteilt. Dit Buch ist eine Sammlung von Geschichten, wo Gott leider gebraucht hat, Ändernissen zu bringen und verweg zu gehen. Dat ist die Geschichte von Gott sein Wort und Gott seine Kirchen. Meine Aufgabe ist einfach. Ich sehe die Beobachter von diesen Worten Beispiele und nu ich dort weggemerkt von was du passiert. Ich ziel besonders noch anwendbare Wahrheiten mitzuteilen, zodat du deine Kirche an Ändernissen leiden kannst. Nu ist die Zeit. Nu ist die Zeit, zu den großen Auftrag gehorsam zu sein. Nu ist die Zeit, ungesunde Kirche nur Gesundheit zu leiden. Nu ist die Zeit für die. Wir fangen den Prozess im nächsten Kapitel an mit den unbedingt neuen Grund vom Gebet. Untersuchungs- und Studierfragen. Geef ein mähliches Beispiel, wo jeder Sort von unbewegbaren Mitgliedern dort wissen und die Gesundheit an die Kirche hängen können. Die Verleger, die Berechtigter, die Beschuldigter, die Kritischer und die Verwerter. Indem die 1. Korinther Kapitel 12 aus dem Muster brauchst, vergleich und unterscheid ein mitarbeitendes und ein berechtigtes Kirchenglied. Kick über den 8-stuftigen Wegweiser, Ändernissen zu bringen. Want geloofst du als die meiste Kirchen ihre grootste Herausforderung? Woso ist dort wichtig, den 18. Vers mit anzunehmen und den großen Auftragsaufschnitt in Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Dankschein für nur der Bürgerchen, wer hat meine Konservatie gebracht? Rütgeschickt in Evasat von Lebenswasser. Ich hoffe, dort habt ihr geholfen, zum praktischen Wegfing, zum Tod mit anderen in der Kirche schaffen.